Das ist der Ambitionshügel. Hier liegen die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Ja, und voller Ambitionen bin ich natürlich auch hier zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Eine neue Art von Pokémon-Abenteuer, kann man so sagen, nach den Let's Go-Teilen, nach Schwert und Schild und nach dem Remix der 4. Generation sind wir wiederum in der 4. Generation, aber irgendwie auch nicht. Also zumindest nicht in Sinnoh, sondern in der Hisui-Region, die in der Vergangenheit stattfindet. Offenbar, weil das andere macht keinen Sinn. Und ja, offenbar in der Vergangenheit, in der Pokémon noch nicht so erforscht sind und auch wesentlich aggressiver. Offenbar. Und hier müssen wir uns jetzt einmal beweisen, was wir so drauf haben. Obsidian Grasland. Also ich muss zugeben, es erinnert mich wirklich ein bisschen vom Setting her und so im Ganzen erinnert es mich ein bisschen schon an Zelda Breath of the Wild, aber auch ein bisschen an Tales of Arise. Das Wichtigste am Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht weiß ich das alles schon, aber lass mich dir trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Das Ziel anvisieren. Jetzt hat er gedrückt hältst. Ah, okay. Der ist neu. Okay, was ich mittlerweile auch schon gelernt habe, zum Beispiel, dass ich irgendwie so gebückt, so, nicht gedückt, gebückt, Mann, gehen kann mit der B-Taste. Es soll ja eben halt so sein, dass man je nachdem, wo man auch vielleicht sich irgendwie versteckt und so, sei es im Schatten, sei es hinter irgendwelchen Felsformationen oder so, beim hohen Gras dann halt die Pokémon so auch überraschen kann. War ja sehr schwer. Du hast ein Milizer gefangen, gut, was denn jetzt nach dem anderen Pokémon suchen? Ich müsste Prüfung machen. Ich weiß nicht, hey, aber irgendwie. Hey, Miliz am Team, geil. Aber hat es keine Erfahrungspunkte bekommen für Feurigel? Ihr wäre es ähnlich wie bei Diamant Perl. Also natürlich leuchtende Perlen, strahlende Diamant, aber ich sage jetzt absichtlich nur die Kurzform. Dass halt die Team-Pokémon automatisch. Also sprich, dass alle Erfahrungspunkte kriegen, natürlich auch fürs Fangen von Pokémon. Wie es schon seit einer Weile so der Fall ist. So, und jetzt Staralili oder was? Oder fliegt er weg, glaube ich, wa? Staralili sind sehr ängstlich. Sie greifen sofort die Flucht. In diesem Fall hilft es sich zu ducken. So kannst du dich unbedingt anschleichen. Noch schwerer zu entdecken. Ah, eben. Da war gerade der Hinweis auf das Gras. Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich jetzt verkacken würde? Heißt dann plötzlich Game Over oder was? Ich speichere, glaube ich, mal sicherheitshalber. Ja. Da vorne ist es. Ich sehe es, Freunde. Seht ihr es auch? Yes, man! Dir ist gelungen, auch ein Stachelili zu fangen. Jetzt fehlt nur noch ein Pokémon. Danke schon mal ein geiles Anfangsteam, war. Also gut, auf Bedize kann ich jetzt verzichten, weil ich brauche keine VMs mehr und so. VM-Sklave. Aber Scheinux, Stachelili und ein Feuer-Pokémon, also wie jetzt Feurigel, das ist schon ein guter Anfang. Ach ja, es gibt noch etwas, das er dir erklären muss. Und zwar, wenn du deinen Pokéball wirfst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Kompagnon Celistis hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drück den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, drücke auch den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Hä? Und warum das? Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder Stein zu werfen. Auf diese Weise kann ein Pokémon Beeren und Ähnliches für dich einsammeln. Ah, genau, wegen Crafting-System, wa? Da wäre was. Kann ich irgendwie auch anvisieren? So. Ah, deswegen kann ich hier einen X-Wechsel machen, wa?
Danke, Kumpel. Es gibt sogar Fangpunkt dafür, krass. Geht's bei jedem Baum? Ja, was ist jetzt los? Wo willst du denn hin? Ich wollte gerade das X-Wechsel probieren. Menno. Geht das doch hier, beim Felsen? Hey, Kumpel. Na, alles klar? Mhm, verstehe. Ja, ich verstehe dich. Gut, komm zurück, Feuerriegel. Wie kann ich eigentlich zurückholen? Ah, da ZR drücken, kommt wieder zurück. Sehr schnell. Okay. Wo ist denn Shinux? Das ist ein Shinux. Ist dir aufgefallen, dass Shinux eine aggressive Veranlagung haben? Nee. Schon in Ordnung. Wenn du ein Pokémon genau beobachtest, also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Infos beim Anvisieren. So fangen schwer gesehen, sie so fangen. Die mir sagen, desto eher wird ein Fangversuch gelingen. Aha, okay. Während eines Kampfes fangen. Okay. Du musst gegen es kämpfen. Mhm, hast du? Du bist bereits geübt, also du schaffst das. Ja gut, das wird auf ganz normal sein, also. Na? Los geht's! Folge! Glut! Macht gar nichts. Folge, Ruckzuckhieb! Ups! Du hast Shinux besiegt. Wie willst du das jetzt fangen? Du hast Shinux doch fangen und nicht besiegen. Auch wenn des Kampfes musst du daran denken, den Pokéball aus deiner Tasche auszuwählen. Ich wollte es doch schwächen. Ah, das war jetzt der nächste. Wo soll doch wissen, dass Folge einen Crit macht, also bitte. Ruckzuckhieb! So. Und jetzt die Glut. Ei, Alter, macht das Damage. So, jetzt aber. Pokéball, los! Huh? What happens? Pokéball, los! Ja, geht doch. Du hast sofort los den Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Weise können also doch vom Himmel fallen. Hm. Mit deiner Hilfe können es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur zu gerne, wieso du vom Himmel gefallen bist. Dann lass uns erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Josch! Stimmt, warum bin ich eigentlich runtergefallen? Würde mich auch mal interessieren. Ja, wonderful. Natürlich hat er schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gut oder so, Michael? Das ist der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto. Ein Talent wie dem von Michael war nichts anderes zu erwarten. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestis Bericht erstatten. Das klingt nach einem Plan. Du hast bald die Möglichkeit, deine gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten zu lassen. Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. Warum eigentlich nur 6? Die Frage wurde nie beantwortet. Weil du kannst ja auch 50 Pokéball dabei haben, aber bei 6 Pokémon, ne, da ist die Grenze.
Kommandantin Solistis erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz. Sie wird sicher zufrieden sein. Will ich mal hoffen. Warte mal ganz kurz. Irgendwie... Vogel, ich wähle dich. Na, Kumpel? Hast du gut gemacht. Ja, du bist ein guter Feurigel. Komm zurück. So, gucken mal Scheinungs an. Na, Kumpel? Ja, wir sind jetzt Freunde. Oh, bist du süß. Und zurück. Dann noch Starrelili. Na, du? Ja, wir werden uns noch besser kennenlernen, keine Sorge. Oh ja, du wirst ein sehr starker Vogel werden, da bin ich ganz sicher. Starrelili zurück. Und zum Schluss natürlich noch Pizza. Ja, tut mir leid, Kumpel, aber du wirst leider in der Box verhungern müssen. Nein, Quatsch. Ja, ja. Ich behalte dich bei mir, bis du dich entwickelt hast. So, zurück in die Box. Eine Pokéball natürlich. So. Feurigel. Also, irgendwie hat das mit Attack nicht ganz funktioniert. Ich wollte eigentlich hier verschieben. So, und jetzt beenden. Irgendwie. Hä, wie soll das funktionieren hier? Aber mit X? Ernsthaft? Ja, okay, mit X geht's. Die Idee muss ja erstmal kommen, ey. So, bitte jetzt nach unten. Dann mal gucken, was ihr so für Attacken habt aktuell, Freunde. Ruckzuckhieb, okay. Was eigentlich zu erwarten war. Walzer, okay. Windstoß, ja. Gut. Dann zurück. Kommandantin, ich bin da. Es sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Tod und Wildnis wohl doch entronnen. Was für ein Tod. Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden. Die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hat dir deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Hier für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Du erhältst die Forschungsdinger. Du kannst dich in dein Quartier umziehen, denn du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich nach Umgehen zum Büro des Expeditionsleiters. Befindet sich hier in der zweiten Etage. Zieh deine Uniform an und stell dir den Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Jo, mach ich. Benutze bitte den Spiel in deinem Zimmer, wenn du dich umziehen willst. Alles klar und danke, wenn ihr Hilfe besitzt. Dann gehen wir frohen Mutes. Ja, man könnte auch viel an. Wobei, schon groß einkaufen gehen, sich umsehen, ohne was verdient zu haben, ohne Pokédollar. Also mal ganz ehrlich, mit meinen Klamotten, mit denen ich gepennt habe, und mit meinem Smartphone kann man durch Raum und Zeit, aber ohne Kohle, ohne Brieftasche. Was soll der Quatsch? Dass es übrigens hier schon Pokédollar gibt. Naja. Also umziehen. Jo, bitte mal mich umziehen. T-Shirt und Shorts. Ah gut, ich meine, mir das schon mal richtig erklärt hier. Forschungsschuhe. Die Sandalen noch besser. Na gut, wenn die so etwas tragen, von mir aus. Habe ich Kontaktlinsen? Nee. Es soll ja auch noch Klamotten geben, die man unter anderem durch Geheimgeschichte und so bekommt, vor allem auch als Frühkäuferbonus.
Aber das schauen wir uns später an. Die Klamotten gehen, aber die Schuhe sind scheiße. Und was soll der Schal? Die Forschungsuniform scheint dir perfekt zu passen. Sie steht dir. Es scheint fast so, als habe die Kommandantin sie für dich Maß anfertigen lassen. Du hast also umgezogen, ja? Das Zimmer, das wir dir gestern bereitgestellt hatten, kannst du ab jetzt immer benutzen. Cool, danke. Das sollst du ebenfalls haben. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Danke für die Mütze. Nun geh und stell dir Expeditionsleiter vor. Ja, Mann, natürlich. Darf ich erstmal ein bisschen umgucken, was hier alles so gibt und so. Ach, ich bin schon im zweiten Stock, Moment. Erstmal unten umgucken. Untergeschoss. Viele Türen, die man nicht öffnen kann. Ja. So stelle ich mir ein Open-World-Game vor. Ein Quatsch. Es ist ja kein Open-World-Game eigentlich im Sinne. Also irgendwie zum Teil schon, zum Teil aber auch nicht. Hey, Kleiner. Oh, du gehst zum Forschungstrupp? Yo. Und ich habe Pokémon dabei, ich weiß. Es ist so krass. Oh. Tauhua. Wenn Items mal knapp werden, kannst du sie einfach selbst herstellen, ja? Wenn du lernen willst, immer neue Items. Fertig musst du einfach nur die Anleitungen dafür sammeln. Sag mal, wie lange bist du schon in der Schule? Du solltest mal mit Warin sprechen. Dann kannst du lernen, wie man sie in deiner Tasche verstauen lassen. Okay. Aha, da ist jetzt zum... okay. Hier sind ein paar Pokebälle. Alles klar. Ich dachte schon, wäre irgendwie eine Schule oder so. Oder, ja, ein Schulzimmer. Aber nee, da ist ja... Da ist ja... eine Werkerei, wenn man so will. Okay, auch interessant. Dann gucken wir doch mal nach den Rest ein paar Minuten. Alter, geht die Zeit hier schnell vorbei. Also, kennen Sie eigentlich Pokémon spielen, aber hier ist schon ein bisschen krass gerade. Oh, da ist Bautz. Bautzi. Könnt ihr bitte fangen? Ah, Mist. Hey, Professor, geben Sie mal Bautz. Wo ist Otaro? Otaro! Was ist denn das hier? Sieht beeindruckend aus. Hä? Wo ist Otaro? Ah, da! Der eigene Pool, super. Weil man jetzt gerade fragt. Achso, und wäre vielleicht Folge, wenn ich jetzt einen anderen gewählt hätte, wäre vielleicht hier drin, weil es eine Art Ofen ist. Cool. Okay, hier kriegt die Nebenmissionen also her, wenn es welche gäbe. Abra. Kadabra. Simsala. Hallo. Okay, wenn ich getroffen werde. Tränke selbst herstellen. Klar, Arzteile dich selbst. Das ist eine Sauerei. So. Okay, wo soll er jetzt sein? Ah, okay. Hä? Erste Etage und das andere Untergeschoss. Okay. Woli, oh nee, Woli. Endlich mit der 4. Chain, wo ich Evoli fangen kann. Das habe ich so in Diamantperl vermisst. Also auch ein Remakes halt. Das hat Sanka. Dreht mich irgendwie... Oh, wie hieß sie schon wieder? Melanie, glaube ich. Was ist jetzt sogar irgendwie ein Top 4 Mitglied aus Johto? Ich glaube, oder? Die Pokémon sind rätselhaft. Jo, deswegen bin ich hier. Faszinierend.
Was? Das ist schon eine ganz neue Welt, in der wir hier leben. Es gibt immer jede Menge zu tun. Okay, okay. Roger, Roger. Das muss er sein. Kenboku. Du hast mich noch ganz schön warten lassen. Ich weiß, mache ich öfters. So. Ich bin Denboku, der Leiter der Galaktik-Expedition. Und du bist Michael, richtig? Josh! Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen bist. Also dann, zeige mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir im Zweikampf. Okay. Hallo! Da denke ich ein Pokémon-Zweikampf. Uah. Du hast Feuer in dir. Deine Sumo-Technik muss jetzt zwar noch feilen, aber ich kenne da Potenzial. Ich bin Pokémon-Trainer und kein Sumo-Kämpfer. Uah. Du sollst wissen, dass dir hier nicht jeder den Weg trauen wird. Schließlich bist du urplötzlich aus dem Himmel gestürzt. Andere halten dich womöglich für einen Boten des Unheils. Das ändert nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns, so mysteriös du auch sein magst. Stell dich in den Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, Michael. Pokémon sind furchteinflößende Wesen. Jetzt haben wir der Arbeit auf alles gefasst. Josh! Der Expeditionsleiter scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Innerhalb der Galaktik-Expedition bist du derzeit ein 0-Sterne-Mitglied. Wow. Wenn du deine Arbeit im Forschungstrupp erledigst, kannst du im Rang aufsteigen. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsrangs. Je weiter du den Pokédex füllst, desto näher kommst du auch deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Ich habe noch etwas für dich. Es handelt sich um eine Anleitung zum Herstellen von Items. Du erhältst die Anleitung für Pokébälle. Den zum Herstellen eines Pokéballs benötigt Materialien ein Aprikok und ein Glanzstein. Erst du außerdem 3000 Pokédollar. Damit kannst du Materialien kaufen. Guter Sold. Lumia, du bist ein Experte im Herstellen von Items. Bring Michael bei, wie man Anleitungen benutzt. Jawohl, Kommandantin Celestis. Dann werde ich mal als eine Mentorin tätig. Wir stellen hier allerlei Gegenstände von Hand her. Einiges von dem, was wir brauchen, gibt es zwar auch im Gemischtwarenladen zu kaufen, aber es ist wichtig, sich selbst versorgen zu können. Es ist uns sogar möglich, das wichtigste Hilfsmittel des Forschungstrupps selbst herzustellen. Pokébälle. Nicht schlecht, oder? Lass uns gleich mal zum Handwerksladen gehen. Eine neue Hauptmission. Itemherstellung leicht gemacht. Natürlich. Lass dem Handwerksladen beibringen, wie man Items herstellt. Freunde, das ist alles furchtbar interessant, faszinierend. Das macht alles Bock bis jetzt. Auch hier mit dem Pokémon fangen. Kampfsystem soweit auch. Ja, eben wie bereits erwähnt, dass es irgendwie keine Fertigkeiten gibt und so. Und ob sich Attacken grundsetzt oder gewisse Attacken verändert haben im Vergleich zu früher, müssen wir mal gucken. Aber trotzdem macht soweit alles mega Bock. Und ich würde sagen, mit unserem Team aktuell schauen wir doch in der nächsten Folge weiter. Was wir noch alles machen können, was wir erleben werden und vor allem, was unsere erste richtige Hauptmission außerhalb der Stadt sein wird. Und Feuerriegel, auf dich bin ich schon sehr gespannt. Vor allem auch, was so Entwicklungen, neue Attacken betrifft und so. Denn ja, Freunde, wir sind in einer neuen Region und was ja in letzter Zeit üblich ist bei Pokémon-Spielen, dass es auch neue Formen gibt. Und es soll hier eben auch sogenannte Hisui-Formen bei gewissen Pokémon geben. Und da können wir auch schon mal sehr gespannt sein. Ich denke vor allem da an Pokémon, die es halt in anderen Regionen gibt.
Also sprich irgendwie Sinnoh-Pokémon wie Staralili, Shinox und Bidizza eher weniger. Andere Pokémon, wie vielleicht Feurigel, die vielleicht eine neue Hisui-Form haben? Weil warum sonst soll man die irgendwie hier als Starter-Pokémon präsentieren? Da können wir genauso gut die gewohnten Sinnoh-Starter wie Shelast, Panflam und Plinfa nehmen. Mal gucken, lass uns überraschen. Alles weitere in der nächsten Folge zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Bis dahin, ciao zusammen!